gibt viel gesperrt, wie soll dann dort Finanzwelt von der Zukunft ausgesehen, was wären die Ursachen von der Krise und so weiter. An dieser Erschätzung, als die Krise weder ausgelesen vom Prinzip von der Titrisation, das ist das Prinzip, das in seiner Schuld einen Titel mischt, und auch nicht vom Prinzip, das den aus den Pack, das die Titeln a Pack zu summen verschafft, an die da verkäft. Die zwei Hauptursachen wären erstens, was als verschafft gehen, aber wie als es verkauft gehen. Was als verschafft gehen, wenn man von Subprime schwätzen, wenn das so ein Begriff, den überall darüber spricht, muss man einfach wissen, das wären Immobilienkredite oder Leute, die kein Einkommen haben, die kein Vermögen haben, an denen die einzige Sicherheit das Haus ist, was sie mit dem Kredit kaufen. Das ist Subprime. Aber wenn in so giftige Produkte am Endeffekt und einen Endverbraucher verkauft, dann handelt die grob fahrlässig. Und das ist das, was nicht mit dem geschehen. Man als Bild hat geholt am Spiegel von dieser Woche, den bestimmt alle gut gelesen hat, über Kapitalverbrechen, von letzter Woche entschuldigt, das Bild geholt von der Wurst. Es gehen Kreditkarten, Schulden, Immobilienschulden, Subprime-Schulden geholt, verschafft an eine Wurst, an die Wurst geht dann 4 Euro verkauft, mit anderen Wursten zusammen geschlagen, und das Ganze geht dann international verkauft. An dem Schluss sehe ich die kleinen Spuren von Hanna Knuppig, den sich so etwas anlegt, und steht Lehman Brothers drauf und denkt, das ist AAA, weil Trading-Agentur AAA gesucht wird. Trading-Agentur AAA gesucht, weil den Emittent, den in die Wurstfabrik, den die Wurst fabriziert wird, AAA wäre. Mit die Wurst selber wäre pur Gift. Und dafür sind wir der Meinung, ob die Wurste muss klar draufstehen, was dran ist. Und Robby hat ein ganz viel Beispiel gesagt, wie wir darüber jetzt hätten, nicht gesagt, dass wir mit OGM. Wenn du beim Lebensmittel draufsteht, heißt in OGM dran. Da kann ja all Konsument frei entscheiden, ich kaufe OGM, mir mischt das nicht aus, ich lebe nicht und die hier gespenstert, dass das gefährlich wäre, oder kann so OGM, nee, merci, das will ich nicht, und ich kaufe das nicht. Und das ist das, was muss geschehen. Nicht neue international Instanzen, die alles kontrollieren, keine Zentralisation, keine Regulierungswut, mit einer klaren Etikettierung von Finanzprodukten, dass der Endverbraucher weiß, was er kauft. Respektiv, wenn er muss von einem Verbot schwätzen, dann alle höchstens vom Verbot gewisse Produkte und den Endverbraucher überhaupt zu verkaufen. Das ist wie wenn ich den noch nie mit irgendeinem Auto gefahren, als ob er quad sitzen, also ein Vordulung mit 100, da kann nicht viel passieren. Ich meine, dass den einen Accident bauen, dass wir sicher wie Dämmen nun gebiert. Und heute zuletzt beispielsweise so wie gut auch als Finanzplatz trotzdem in letzter Zeit immer gefordert gehen ist, haben wir ja Fonds. Wir haben hier Fonds, die nicht so scharf kontrolliert wie andere. Wir haben Fonds, die keine ganz konservative Geschäftspolitik müssen betreiben. Wir haben aber auch das Verbot, die Fonds und das Grand Public zu verkaufen. Die sind exklusiv für institutionell Anleger gedurcht. Und das sind die zwei Sachen, die muss mehr gucken, dass gewisse Giftstoffe an die Wurst im Irak kommen. Und auf der anderen Seite, dass an den Produkten klipp und klar gesagt wird, was ist hier dran, aber was sind Risiken, die damit verbunden sind. Und dass gewisse Produkte und Endverbraucher nicht dafür verkauft gehen. Das hilft viel mehr gegen bloße, gegen Krise, wie wir sie erlebt haben, wie all eine Mesure, von denen gedreht wird. Selbstverständlich sind wir für eine Kooperation von den nationalen Überwachungsinstanzen, die muss ganz klar verbessert gehen, die wäre vielleicht an der Vergangenheit zu viel informell. Da kann ich nun Strukturen denken, wo die konsequent durchgezogen den Dialog, an den Informationsaustausch, mit der wir auch nicht vergessen, dass in Europa an allen Land Überwachungsinstanzen gibt. Und in Amerika gibt es zum Beispiel 4. Und anstatt dass die Amerikaner immer so, was wir müssten machen, wir sind dann mal umgedreht so dem President-elect, bringen wir fertig, dass an ihrem großen Land, was so wichtig ist für die Weltökonomie, eng, effikaz Überwachungsstruktur besteht. An Europa haben wir Basel aufkommen, ich denke, das ist ein Begriff, Basel I, Basel II. Basel I sieht an der Substanz, der Banken müssen ein Minimum von 8% von ihren Außenständen mit Eigenkapital decken. Das war ja eng von den Ursachen, von den Wursten, die gemerkt haben, sich für einfach Kreditrisiken auszuleeren aus der Bilanzen von den Banken. Und speziell Gesellschaften, die nicht mehr dafür
geschäft goufen an die ihrerseits nicht mehr an die Bilanzen abgetaucht sind. Dat darf nicht mehr Sinn. Eng Bank muss klipp erklor hier 8% Basel 1 anhalen und dat muss auch schärf überwert gehen. Per Konter könnt der Basel 2, wat jo gekönnecht Gymnas wat lo soll an Praxis umgesetzt gehen, dat eng mesure für die kleiner Mittelbetriebe zu schierdechen. Da muss kleiner Mittelbetriebe ob Rating hun, sie müssen sich aus bis op de Kalzung für nach Kredite können zu kreieren, wobei sie sich an der Realwirtschaft schaffen, nach Chloras was zu machen, an der Bilan relativ leicht könne von mittelmäßig begabten Bankemployeen geliers gehen, an die können Risiken gut erschätzen. Wir sollen also anstatt kleiner Mittelbetriebe mal Basel 2 zu schikanieren, bei den Banken dafür sorgen, dass Basel 1 100%ig ergeherrligt. Ratingagenturen wurde da schon gefallen, ein großes Rolle gespielt. Wenn man mehr kontrollieren, mehr regulieren, da gibt es einen Punkt, bei dem wir nutzen als in Ratingagenturen, die ganz oft an einem Interessekonflikt sondergleiche wären, weil ja die Klienten, die Rating frohen, die sind, die sie bezahlen, aber wo Negativratinge können mit Liebesentzug bestraft gehen. Das darf nicht Sinn. Ratingagenturen müssen unabhängig und kontrolliert schaffen.